gestatte ich mir, hochverehrliche Herren, Ihnen die beiden Brautwilligen zu präsentieren. Den hochberühmten Sir Morosus, Lord seiner Majestät und Weilandkommandeur seines Flaggschiffs, und die tugendhafte Jungfrau Timidia. Beide ledigen Standes, doch gewillt mit eurer und des Himmels Hilfe in den heiligen Ehestand zu treten. Ich bitte euch, hochedle Herren, waltet eures Amtes. Kein schöner Amt der Priester kennt, in dieser Welt voll Zwist und Streit, als zwei, die sich in Liebe finden vor Gottes Antlitz zu verbinden. Ob nun ist es Anwaltswelt, das allerorts sie innehält, ist er vom hohen Amt bestellt. So frag nach Ordnung ich zuvor. Sind alle die verschiedenen Konditionen erfüllt, die nach den Gesetzen der Kirche und den Gesetzen der Königin Majestät notwendig sind zu einer gültigen und feierlichen Eheschließung der hier im Pakt bezeichneten Personen, sind ferner ehrenwerte Zeugen zur Stelle, die Identitas obgenannter Personen mit ihrem Signum zu bezeugen, bestehen keine Obstakel Matrimoni, zu Deutsch keine ekklesiastischen oder profanen Hindernisse der Eheschließung, es da sind primo. Ich glaube, Herr Kollege, wir kürzen die Formalitäten. Die Fama des Sir Moroses ist zu weltbekannt und für Jungfer Timidia, Bürgermeister Schneidebart und die ehrsame Wittib Zimmerlein. Wollen die Brautwilligen und die Zeugen vorerst noch den Paktus signieren, damit der Regula Genüge geschehen? Sir Morosus, Kommandeur, Timidia, Theodosia Zimmerlein Wittib und nun ich selber, Pankratius Schneidebart. Suche dich meines heiligen Amtes, das Sakramentum Matrimoni zu vollziehen. Seid ihr beide entschlossen vor Gottes Antlitz und in irdischer Zeugenschaft dieser beiden in den heiligen Ehestand zu treten? Ich bin's. Timidia, du schweigst, ihr des Mädchens edle Scheu, ihre Scham verheißt euch unberührte Tugend. Avanti! So verbinde ich euch und möge der Tod nur lösen, was sich sterblicher Mensch vereinen. Sponseo vos in nomine Patris Filii et Spiritus. Und nun lasst mich den Ersten sein, der euch beiden Glück wünscht, für immer da. Ich dank euch, ehrwürdger, und euch, hochgelehrter Herr, und den ehrenwerten Zeugen. Und ich danke Gott, dass mir so viel unverdientes Glück niemals meiner Jahre noch zugeteilt hat. Darf ich die ehrenwerten Herren nun bitten, noch ein Gläschen Portwein mit uns zu nehmen? Nur ein wenig will ich weilen, euch nicht zur Last zu sein. Liebe liebt ja nicht zu teilen, Glückliche sind ferner. Nur ein Gläschen wie